Grüß euch, Servus miteinander. Heute bin ich draußen mit meinem Drahtbahnbuch. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal kurz mit euch ein paar Minuten und gehe so ein bisschen durch die Felder, weil jetzt ist nämlich das Draht abgemacht. Und das ist auch immer so ein bisschen eine Zeit. Erstens einmal haben wir im Juni jetzt eine absolute Hitze. Es ist richtig heiß und passt natürlich gut zu dem Buch, was ich damals gemacht habe, vor ein paar Jahren, Drahtbahn, das wir in diesem wunderbaren Graspapier drucken haben lassen von der Grasdruckerei. Aber wenn ich dann da durch dieses, ja jetzt mittlerweile abgemachte Draht durchgehe, das war ein Gerschen und die wird jetzt leider als Biogas verwendet, da bin ich immer traurig, weil man denkt, das sind Lebensmittel, das sollte man eigentlich nicht machen. Aber gut, es ist halt so, unsere Energie, die kommt halt auch unter anderem aus dem Biogas. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir mal eine ganz neue Form von Energie kriegen, vielleicht eine freie Energie. Aber bis es soweit ist, müssen wir vielleicht mit dem Vorlieb nehmen. Insgesamt muss ich sagen, verbinde ich Draht natürlich mit diesem wunderbaren Geruch von dem wunderbaren Draht, von dem Warzen, von dem Habern, von der Gerschen. Die Gerschen, die wo fürs Bier hergenommen wird, und der Warz, den man natürlich auch braucht, wenn man ein Brot machen will. Und der Habern für Trost unter anderem, da wird nicht mehr so viel angebaut bei uns in der Gegend. Es ist auf jeden Fall einfach schön. Schaut euch das mal an. Ich schwenke einmal so ein bisschen durch, dass ihr das einmal seht. Man sieht halt, man kann nicht leider den Geruch nicht wahrnehmen, man kann es nur sich anschauen. Aber es ist einfach schön. Und wenn man so ein bisschen den Geruch vom frischen Heu wiederum möchte, dann kann ich nur sagen, muss man zu dem Buch da greifen, Drahtbahn, Gedichte und Geschichten vom Land. Das sind viel wirklich selbst erlebte Sachen drin aus meiner Kindheit, aber auch Sachen, wo ich mich halt vielleicht ein bisschen aufgeregt habe über das eine oder andere, aber ganz viele lustige Sachen, Geschichten, zum Nachdenken, zum Lachen, die wo die Seele erfreuen, alles auf Bayerisch. Und ich freue mich immer, wenn es Leute gibt, die wo wieder ein Buch kaufen. Die Bücher, die gibt es bei uns im Verlag, Hirnkastel und Herz, oder auch im Buchhandel, zum Beispiel in der Dorfner Buchhandlung oder in Erding, im Erdinger Lesezeichen oder beim Fotoböld in Isen oder halt bei uns auf der Homepage, zum Beispiel über meine Homepage wolfgang-hofer.de. Und ihr könnt uns einfach eine Nachricht schicken. Das Buch gibt es mittlerweile in der 3. Auflage. Es gibt noch eine zweite Version, die 2. Auflage, die ist noch nicht im Graspapier, kostet 12 €. Und das Stickerne, da sind auch mehr Seiten drin und eben als Graspapier kostet 14 €. Inzwischen sind jetzt im Handel nur noch die 3. Auflage erhältlich, also ihr kriegt die 2. Auflage exklusiv bei mir. Wer sagt, ich will mir das Geld sparen oder ich mag lieber ein normales Papier, freue mich natürlich genauso. Es gibt nur ein Exemplar von der 1. Auflage, also der erste, wo zuschlagt, der kriegt natürlich dann das. Das hat eine Besonderheit, da ist noch ein Gedicht drin, das habe ich dann in die anderen Bände nicht mehr rein da, aus bestimmten Gründen, aber es gibt es noch da drin. Also wenn ihr da so diese Rarität haben wollt und wollt sie signiert, dann rührt es euch einfach. Ihr könnt uns auch schreiben unter kontakt@wolfgang-hofer.de oder eben eine Nachricht schicken über Instagram oder über Facebook, über unsere Seiten. Wir freuen uns recht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, positive Gedanken, lichtvolle Gedanken und alles Gute. Und denkt dran, ab und zu ein Buch als Geschenk ist nicht die schlechteste Idee. Servus, pfiat euch.